Es ist nicht einfach, jetzt sind die Eierlinge oder jetzt sind die Teigwarenlinge, jetzt musst du sie dran nehmen, sonst werden sie verkocht, Teigwaren, oder? Oder jetzt ist das Fleisch durch. Es ist eben mehr. Es geht eben wirklich um einen richtigen Zeitpunkt, auch im Sinn auf eine Lebensentscheidung. Ich durfte diesen Frühling an der internationalen Offiziersschule sein in London. Zwischendurch stehen und habe gesagt, oh, hat da eine gute Idee. Weisst du, ich habe da ein paar Tonnen Sesamsamen. Könntest du die nicht irgendwie vermarkten? Das wäre ein super Geschäftsmodell. Oder das andere Mal ist einer gesagt, du, ich sollte da noch ein paar Tausend Franken haben für meine Tür im Saal. Hättest du nicht ein bisschen irgendetwas, noch ein paar Sponsoren? Und das ist, ja, sind wir halt aus verschiedenen Kulturen und das hat aber immer wieder gute Gespräche gegeben, um zu sagen, ja, weisst, das wäre schon super mit dem Sesamsamen. Und ich habe selber gerne noch Sesam, aber das ist dann gleich noch so ein bisschen schwierig, auch das Ganze transportieren und zu vermarkten. Und am anderen musste ich sagen, ja, meine Saaltür, die laden eben zwischendurch noch, die müssen eben auch geflickt werden. Und dass wir dann gute Fenster haben, weil bei uns wäre es eben im Winter extrem kalt und so, ja und so. Und dann sind wir eben auch dran gewesen, haben über die sozialen Medien geredet, oder? Und da ist eben auch einer, der gesagt, du, ich habe noch einen Kollegen, weißt du, wenn du ein paar 100 Franken investierst, da gehen deine Follower, die gehen hoch, die gehen durch die Tille auf. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich ist das gut, wenn du einen Kollegen hast, der irgendwo ein Geschäftsmodell sucht. Aber ich möchte gerne eigentlich Leute, die aus Interesse zum Beispiel unsere Predigt online hören oder irgendetwas lesen und dass man die dann auch irgendwie begleiten kann. Es ist nicht einfach zielführend, dass wir einen Haufen Follower haben, eben wie das der Christoph auch schon gesagt hat, einleitend. Und das ist mir eigentlich in dem Text, den ich da so gelesen habe, ist mir wirklich das so in die Augen gesprungen, gerade da im Vers 3 und 4. Aber ja, wenn du willst, dass die Leute nachher folgen, dann musst du nicht in Galiläa bleiben, dann musst du auf Judäa gehen, dann musst du dort schauen, wo etwas läuft, dann musst du dort hergehen, wo jetzt das Passagefest ist, dann musst du bei den Leuten sein und dich nicht zurückziehen. Und mir ist also zwei Sachen sind mir in diesem Text wie wichtig geworden. Das erste ist so der. Jetzt ist irgendwie um. Sonst darfst du es vorstellen tun. Genau. Das erste ist so besserwisserische Ratschläge oder prophetisches Reden. Ich weiß nicht, die Schlümpfe, die sind ja nicht mehr so. Du kennst die noch? Nein, das ist nicht so. Mama, ihr kennt sie. Da bin ich froh. Gut. Und bei diesen Schlümpfen hat es eben einen, der so eine grosse Brille hat, eben der da, und das ist eben der Besserwisser, oder? Das ist der gegen wieder sagt, ja, aber ich habe dir auch noch etwas zu sagen. Ja, warum ist jetzt Jesus eben nicht auf Jerusalem gegangen? Warum ist er zu Galiläa geblieben? Warum hat ihm auch Ratschläge gegeben? Ich dachte, ja, was hat das Handeln von Jesus motiviert? Man könnte sagen, er hat Angst gehabt. Er hat Angst gehabt. Ja, die haben ihm ja nach dem Leben getrachtet, zu Judäa. Es war nicht einfach so easy peasy gewesen, dass er dort jetzt einen Haufen Follower eben können machen, sondern das ist wirklich ums Leben gegangen. Hat er Angst gehabt? Wir haben hier Geschwisterte unter uns. Und ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt mit euren Geschwistern. Beim Johannes, jedenfalls, wird zweimal erwähnt, dass eben da Geschwister von Jesus dabei waren. Einmal mindestens zweimal. Das erste Mal war es bei der Hochzeit von Kana. Heisst, dass die Mutter und seine Brüder sind dort auch eingeladen an das Fest. Und dort ist zwar nur die Mutter, die ihm da sagt, er soll jetzt das und das machen.
Aber hier sind es seine Brüder. Und das ist noch interessant, habe ich gefunden. Wir lesen im 6. Kapitel. Das ist der Text, den ich letzten Sonntag darüber predigt habe. Wo die Jünger, ganz viele Jünger sind davon gelaufen. Jesus hat irgendetwas gesehen, predigt. Und das hat bei diesen Jüngern ausgelöst, dass sie davon gelaufen sind. Er hat nämlich gesehen, ich bin das Fleisch. Ich bin das Fleisch. Und wenn ihr nicht mehr in euch aufnehmt, dann werdet ihr nicht Anteil haben von mir. Ganz ein interessanter Text. Und das hat ausgelöst, dass eben viele Jünger sind gegangen. Sein Kernteam ist geblieben und eben scheinbar auch seine Brüder. Und eben ja gesehen, ja, die Geschwisterkonstellationen. Also ich bin leider ein Sandwich-King. Das ist das sind schon die Ärmsten, muss ich sagen. Gell, Jael, da hilfst du mir. Sandwich-King, das sind die Ärmsten, weil die sind immer eben im Sandwich. Immer. Erstens sollten sie sich verhalten wie die Grossen. Und wenn es dann aber um Privilegien geht, dann sind sie eben dann nicht die Kleinen, oder? Und so. Und dann dürfen sie dann nicht die Grossen sein, sondern dann ist dann, ja, du bist eben noch nicht so gross und so. Und dann ist es ja mit den Ratschlägen auch so, oder? Die Grossen, das ist immer, die wissen immer alles besser, oder? Aber das ist eben hier interessant. Jesus ist ja der Älteste von der Familie. Aber scheinbar war es dort in dieser Familie anders gewesen. Das ist also nicht der Älteste, der den Jüngeren wie Ratschläge gegeben hat, sondern er bekommt jetzt von seinen jüngeren Geschwistern Ratschläge. Das haben wir doch schon gesehen. Das ist doch schon zu Kana, hätte die Mutter müssen sagen, was du jetzt machen musst. Und du wirst nie gross rauskommen, lieber Jesus, wenn du jetzt nicht endlich begreifst, was wir dir sagen. Hat er nicht schon dort nicht hören wollen? Hat er es nicht schon dort besser gewusst? Er hat gesagt, schweig, Frau, was habe ich mit dir zu arbeiten? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und mir ist auch eine andere Familiengeschichte in den Sinn gekommen. Es ist die Geschichte von Josef. Auch da waren Brüder. Gott hat die Träume zum Josef geredet. Er hat etwas vom göttlichen Wirken angefangen zu spüren, was Gott in ihm tun will. Einen grossen Plan. Aber seine Brüder haben das nicht sehen. Sie haben nur Konkurrenz gesehen. Und da ist mir etwas wie wichtig geworden. Es gibt so wie zwei Arten von jemandem ins Leben reden. Wir haben nämlich hier die ganz nah beieinander. Am Ende vom 6. Kapitel im Johannesevangelium, der Ausspruch von Petrus, woher sollte mir denn gehen? Woher sollte mir gehen? Du hast Wort vom ewigen Leben. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige von Gott bist. Der Gott gesendet hat. Das ist wie das prophetische Reden. Aber ich glaube, bei uns ist mehr so ein bisschen eben das geschwisterliche Reden, das besserwisserische Reden, liegt uns, glaube ich, näher. Also ich muss mich da selber immer wieder an die Nase nehmen. Warum sage ich jetzt etwas? Warum tue ich ins Leben vom anderen nicht reden? Ist es vielleicht nicht manchmal so, dass ich dem schon noch ein bisschen zu verstehen gebe, ja, eigentlich wäre der schon noch ein bisschen besser. Du bist halt vielleicht schon nicht so gut. Was will jetzt der schon wieder mir etwas sagen? Und ich glaube, je näher, dass wir einander stehen, desto mehr tendieren wir auch dazu, die Ratschläge nicht nur zu denken, sondern die Ratschläge auch auszusprechen.
Darum ist für uns die Familie da ein gutes Beispiel. Und ich glaube, es ist auch gerade in der Familie ein gutes Übungsfeld, dass wir eben einander das Gute ins Leben reden können. Aber es heisst nicht einfach, wir sollen nichts mehr sagen. Wir sollen schweigen. Ich habe aus dieser Reaktion von diesen Jüngern, von diesen Brüdern von Jesus ein Muster gesehen. Die Jesus-Brüder sind sich nicht bewusst, wen das sie vor sich haben. Im Vers 5 heisst es, sie haben selber auch nicht geglaubt, dass Jesus der eben ist, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Also wir können uns fragen, wen habe ich vor mir? Wen vor mir? Ist das eben jemand, den ich einfach als Follower will, eben, dass mehr mit Zahl grösser ist, mehr Nachfolger? Jemand, der meinen Selbstwert verbessert? Oder ist es jemand, wo Gott mit ihm am Werk ist? Jemand, der mit Gott unterwegs ist? Jemand, wo Gott einen Plan hat in seinem Leben? Und ich werde wirklich nicht mehr länger immer so besserwisserisch reden, sondern eben mehr versuchen, prophetisch zu reden. Und ich glaube, das ist das, was wir hier auch sehen können. Habe ich ein Interesse, dass ich mich vom Heiligen Geist führen kann und so ins Leben des anderen eben prophetische Worte einreden kann? Das ist vielleicht ein grosses Wort, prophetisch. Aber ich glaube, es ist genau das, zu erkennen, wer ist mein Gegenüber, wie ist Gott mit seinem Leben unterwegs und dann etwas Gutes einzureden. Also Gutes heisst nicht, dass ich vielleicht nicht auch mal etwas Kritisches sage, aber es kommt eben auf die Motivation an, auf meine Motivation. Das Zweite, was in diesem Text für mich so rauskommt, ist das vom richtigen Moment. Man könnte jetzt sagen, ja, eben, ist das der richtige Moment, etwas zu sagen? Ja, manchmal müssen wir sagen, halt, das geht nicht. Und manchmal in der Familie, halt. Das ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht Zeit, da gerade zu überlegen, etwas Prophetisches. Manchmal ist es einfach, ich will es jetzt so haben. Es geht um mich. Aber es geht eben hier noch weiter. Der richtige Moment. Jesus sieht in diesem Text zweimal seinen Brüdern, seine Zeit sei noch nicht gekommen. Seine Zeit sei noch nicht gekommen. Auch hier sehen wir eben eine Parallele zu dem Text aus Johannes 2, von dem Hochzeitsfest von Kanaan, wo er dann das Wasser in Wein verwandelt hat. Auch dort sieht Jesus, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber er sieht eigentlich dort, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das finde ich ganz etwas Entscheidendes. Wenn Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, er war ein ganz gewöhnlicher Mensch eigentlich, als Sohn von Josef, Zimmermann, hat gearbeitet. Und seine Mutter hat aber gewusst, das ist ein besonderes Kind, da ist etwas mehr drin. Und sie hat ihn dort in den Dienst steigen, dass er anfängt, dass es offenbar wird, wer er ist. Aber dass er Mensch und Gott ist. Und dort sieht er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also das heisst, mein Zug ist noch nicht parat. Ich will noch nicht einsteigen. Oder ich kann noch nicht einsteigen, weil meine Zeit in diesem Sinn ist noch nicht gekommen. Der Begriff, den er heute braucht hier, das ist der Begriff Kairos. Das haben wir vielleicht auch schon gehört. Der Begriff Kairos, den er hier ein paar Mal braucht in diesem Text. Was bedeutet
der Begriff Kairos, der kommt ja im allgemeinen Griechischen auch vor. Das ist nicht einfach ein Begriff, den man nur in der Bibel liest. Und das Wikipedia schreibt dazu einen ganz guten Satz. Kairos ist ein religiös-philosophischer Begriff für den günstigen Zeitpunkt einer Entscheidung. Also für den günstigen Zeitpunkt einer Entscheidung, dessen ungenutztes Verstreichen nachteilig sein könnte. Also, es ist nicht einfach, jetzt sind die Eierlinge oder jetzt sind die Teigwarenlinge, jetzt musst du sie dran nehmen, sonst werden sie verkocht, Teigwaren, oder? Oder jetzt ist das Fleisch durch. Es ist eben mehr. Es geht eben wirklich um einen richtigen Zeitpunkt, auch im Sinn auf eine Lebensentscheidung. Und es ist wichtig, dass wir die Kairos-Momente auch drin auch verstehen und sehen. In dem, dass Jesus diesen Begriff braucht hier, sieht er eben gerade genau nicht, dass er Angst hat oder dass er feig wäre. Sondern er sieht, schau, der göttlich richtige Moment, für das ich auf Jerusalem gehe, ist hier nicht gekommen. Der göttlich richtige Moment, dass ich mich auf Jerusalem verherrlichen, dass ich eben mit dem Esel einziehe, dass mir sie Kleider auf die Straße fallen vor mir, dass sie Hosianna rufen, dass ich nach dem Kreuz muss sterben, dass ich auferstehen kann. Das ist noch nicht gekommen. Der Moment ist noch nicht gekommen. Und Jesus muss sich nicht gewaltsam zum Herrscher machen. Eben, Jesus braucht keine Follower. Der Kairos, der göttliche Moment zu verherrlichen, der kommt ja dann tatsächlich auch im Zusammenhang mit einem Passafest. Aber erst später. Beim zweiten Mal, wo Jesus sagt, sein Kairos sei noch nicht vollendet, steht er aber auch inne. Hier, euch ist jeder Zeitpunkt recht. Also hier, auf Deutsch kommt das nicht so raus, aber das ist das gleiche Wort. Das und das ist das gleiche Wort. Also er nimmt das nicht nur für sich, er sieht nicht nur, sondern er sieht für euch in jeder Zeit, der Kairos, dass ihr auf Jerusalem geht. Er sieht auch, er ist noch nicht vollendet. Das ist auch ganz etwas Interessantes. Das ist nachher hier. Für mich ist die Zeit noch nicht da, oder auch bei anderen Übersetzungen heißt es ist noch nicht vollendet. Also, was nehmen wir jetzt aus dem raus? Das Wirken von Jesus, sein Dienst hier auf dieser Erde, das Begegnen den Menschen, mit den Menschen unterwegs sein, das ist ein Kairos-Moment. Gott ist hier auf die Erde gekommen, mit Menschen unterwegs zu sein. Das ist genau ein Kairos-Moment. Und er sieht, der ist noch nicht fertig, der ist noch nicht vollendet. Ich will noch weiter mit euch unterwegs sein, weil er eben gewusst hat, was das heisst, wenn er sich auf Jerusalem verherrlichen. Eben für das Sterben und für aufzustehen. Und er sieht aber auch, aber für euch ist es jetzt Zeit. Für euch ist es Kairos. Ihr sollt auf Jerusalem gehen. Ihr sollt das Passafest feiern. Was feiern wir beim Passafest? Oder was feiern sie beim Passafest? Es ist der Auszug aus Ägypten. Es ist die Befreiung, die Gott geschaffen hat für sein Volk. Die Befreiung aus der Sklaverei. Und Jesus sagt, geht auf Jerusalem, feiert das Passafest. Und begreift, es geht eben um mehr. Es geht nicht einfach um ein historisches Ereignis. Das war super dann. Wir mussten krampfen in diesem Ägypten. Oder unsere Vorväter mussten krampfen in diesem Ägypten. Und dann hat Gott eingegriffen. Und dann hat er uns aus Ägypten rausgeführt. Er hat gesagt, schaut, es ist jetzt dran. Es ist jetzt der Moment, dass ihr erkennt, dass ihr eben auch Gefangene seid. Gefangene in der Sünde.
Und darum sind wir jederzeit, auch heute Morgen ist Kairos, wenn wir uns ausstrecken nach Gott und wenn wir sagen, ich komme in meine Situation, ich brauche Befreiung. Ich brauche Befreiung, wenn ich mich nach Gott ausstrecke, für frei zu werden von der Macht, von der Sünde, von diesen Belastungen, von dem, was ich nicht im Griff habe. Das ist Kairos. Und das ist immer. Und das seht ihr hier. Immer ist für euch Kairos, wenn ihr das macht. Geht auf Jerusalem. Das ist der Unterschied zwischen dem Kairos von Jesus und dem Kairos von seinen Brüdern. Jesus hat das Passa, die Bedeutung von Passa, vom Passafest, um eine wichtige Bedeutung erweitert. Eben die Befreiung, die wirkliche Befreiung von uns Menschen. Wir sind miteinander unterwegs. Was wünschen wir füreinander? Was spreche ich mir, was rede ich mir ins Leben von anderen ein? Ist es Belehrung? Ist es Besserwisserheit? Oder sind es prophetische Worte? Und die zweite Frage, die ich euch heute mitgeben möchte. Sind wir uns diesen göttlichen Momenten in unserem Leben bewusst? Sind wir uns diesen Kairos-Momenten in unserem Leben bewusst? Und sind wir auf der Suche, dass Gottes Wirken in unsere Wirklichkeit einbrechen kann? Und dass sein Reich wächst? Sind wir uns diesen Momenten bewusst und suchen wir die ganz bewusst? Amen.